In dieser letzten Zeit, wenn wir nicht durchkamen in das Gebiet, wir haben eine Serie durchgegangen und die Serie ist nu vollbracht. Und die Serie nennt sich Wer ist Gott? Und wir fangen diese Serie an, ehe wir nicht mehr Kontakt kommen, ehe der Coronavirus durchkommen wird. Und ich dachte, wir passen, dass wir wieder gehen in die Serie, so dass wir können Gott besser lernen können. Weil Gott ist nicht eine Person, dass wir am Morgen fleischlich anschauen, dass wir am besser lernen können. Und so meine Hoffnung ist, über die letzten paar Monate, dass wenn wir dieses Thema haben durchgegangen, in dieser Serie haben durchgegangen, dass ihr haben könnt, Gott besser lernen können. Das ist ein Thema, was von diesem Thema, wer ist Gott und Gott seinen Charakter, das ist ein Thema, was hier rauskommen wird, was ich dachte, ich würde eine Botschaft oder 2 Botschaften bringen. Und ich will um das Thema reden, weil das Thema kommt raus von dort. Und dort ist das Thema. Iebel und Gooda Gott. Meine Jungs, die sind von 5 bis 10 Jahre alt. Und wenn sie noch nicht so alt sind, das ist eine Frau, was sie haben gehört. Und das ist eine Frau, was wir alle denken. Wo kann das sein, dass Gott Gott ist und doch so viel Iebel und Schlacht in der Welt ist? Wo kann Gott leiftollig sein, wenn er auch Iebel tolaten wird? Und so wir wollen sein ein klein bisschen, was können wir als Christen von diesen Dingen denken? Wo können wir uns selbst trösten mit das? Ich glaube, wenn wir diese Frau stahlen tun, ich glaube, wir sind 2 Dinge, was wir vielleicht in Trübeln anranden. Erstlich, wenn wir diese Gedanken haben, wir merken die Gedanken auf und sagen, von das denke ich nicht, von das will ich nicht von weiten. Und wir merken diese Frau auf, ehe wir eine Antwort kriegen. Aber diese Frau ist so etwas, das kämpft in Horten an, das kehrt ein bisschen in Hort, wenn wir das nicht mehr schaffen. So, das ist sehr wichtig, dass wir diese Antwort finden für diese Frau. Und wieder, in Kraxen war ich, welche Menschen, die Frauen diese Antworten, sie merken sich so drauf mit dieser Antwort, dass sie schuven alles zu sehen, was sie weiten und können von Gott, weil sie können und begreifen diesen Thema nicht ganz. Und ich will haben, wir sollen von dir in den Markt gehen, dass wir können ein biblisches Verständnis kriegen von das, und dort wir können einen stärkeren Glauben haben. Und dort, wenn wir in dieser Zeit sind, wo wir zweifeln, dort Gott kann uns helfen. So, was ist Iebel? Was ist Beiset? Iebel ist irgendwas, was gegen Gott stehen wird. Das ist Sinn, was gegen Gott seine Herrlichkeit und seine Gottheit ist. Und ich glaube, wenn wir von Iebel, in Englisch sagen wir evil, wenn wir von evil reden, dann, wir meinen nicht bloß, wenn wir sind. Ich glaube, Sinn ist ein so ein Ding, wir leben in einer Welt und wir selbst sind Sünder. Wir sind bekannt mit Sinn. Ich glaube, das ist so viel Sinn, dass uns ist es auch normal. Uns ist es auch so, dass wir sind das gewohnt. Aber Iebel ist eine Bühne, wenn wir sind, was gerade ist, als was wir verstehen können. Und dort ist, wenn ich von Iebel rede, dort ist, was ich meine. Und so, wenn wir so eine große sind, so eine schlechte, böse Dinge beleben, dort ist gerade als was wir sind. Und dort ist Wuarom, und dort der uns zu sehr, dort steht uns so sehr, dort der uns so sehr zu sagen, und dort ist Wuarom, wie dann diese Frauen haben. Wo kann Gott Gott sein und doch so viel Iebel und Schlacht und Beiset in der Welt ist? Ein Ding, was ist verbunden mit Iebel, und dort ist lieden. Dort ist lieden und sehr schwere Zeiten durchgehen. Und ich glaube, wir merken einen Fehler, wie dann diese 2 Dinge taub sagten, dass wir sein Jesus eint. Iebel und lieden, wenn wir die Reich verstehen, die sind nicht ein in der Seele. Und ich glaube, der wird uns sehr helfen, diesen Thema verstehen. So, die Frau dann ist,
wann wir lieden dann, erst dort sind. Oder dort wird Wort noch uns, wann wir lieden dann, erst dort Iebel. Und ich glaube, die Antwort, was wir haben für dort, ist sehr wichtig. So, was erst lieden? Ich will aber sagen, was ich glaube, lieden erst. Lieden erst die Weide, was wir kriegen in uns Leben, wann wir Dinge verlieren, wann wir schwere Tiden durchgehen, wann wir Weide haben, und wann eurechte Dinge wollen uns. Dort ist, was lieden ist, wenn wir eine schlechte Zeit durchgehen. So, was ist dann das Problem? Was ist dort dann, was wir mit kämpfen dann? Und dort ist das. Die Bibel lehrt uns, dass Gott ist herrlich, Gott ist leibtollig, Gott ist gnädig, Gott ist allermächtig, Gott ist allerweitend und Gott ist Gott. Worum ist es dann, wenn Gott ist all diese Dinge, dort du dann noch schlachtet ist? Und dann warten die Frauen ist, wenn Gott ist Gott, wo kann er schlecht verloten? Wenn Gott allermächtig ist, wo kann Gott dann Sinn verloten? Wenn Gott allerweitend ist, warum hält er nicht Sinn träg von Worten? Warum ist Gott leibtollig und doch lässt sie die Dinge leiden? Und so das ist, wo das Problem ist. Ich glaube, wir müssen verstehen, wenn wir denken an Iebel und Lieden, dort Iebel ist so, was immer jungen Gott stohnen wird, und das ist immer artig, aber Lieden ist nicht immer Iebel. Iebel ist immer jungen Gott, aber Lieden ist nicht immer Iebel oder Schleich oder Sinn. Das sind Tiden, wo Gott weiter verloten in uns Leben, so dort wir wollen zurückgeholt worden von gratis schlechten Dingen. Und das sind, ich will nochmal von der reden. Du sind, wenn wir zurückgehen, wenn wir reden von Iebel. Du sind zwei Sorten Iebel, was wir zu sein kriegen. Erstlich ist du eine Iebel, was von Menschen kommen wird. Zum Beispiel, und diese Art Iebel kämpft, wenn ein Mensch ein Mörder ist. Er merkt, ein Mensch tot. Dort ist Iebel. Wir sagen, dort kämpft von einem Mensch. Ein Mensch hat dort einen Schäden down und wir können sagen, dort ist schlecht, dort ist Beis. Ich denke erst, wenn wir würden den Kind zuläden abflieht. Dort ist Iebel, dort ist artig und dort ist bitter gewöhnlich. Und das ist eine Art Iebel, was wir können klar in der Welt sein. Wir sagen noch, dass das ist so, wo in Keinig, wer wir sagen, er ist ein Lädner von dem Land. Er merkt sich selbst weg, er nimmt alles, was in das Land ist, für sich selbst. In seine inneren Menschen, wer er soll Lädner ever sein, er lässt die in Hungernot sein, dass sie von dort sterben dann. Dort ist Iebel. Er ist bloß für sich selbst und er passt nicht nur so ab, was er soll nur checken. Ich glaube, David Hume sagt das in mehrere Jahre zurück. Und ich glaube, er will nicht so ein Wort in Glauben in Gott hat, aber sondern nicht in starken Glauben. Er sagt es das. Wenn Gott alle Kraft hat, alles weiten wird und ganz gut ist, warum ist der Iebel? Wenn Gott will, dass Iebel zurückhauen, aber er kann nicht, dann ist er aber nicht allermächtig. Aber woran er will, Iebel zurückhauen, und aber der Iebel ist, wenn er kann Iebel zurückhauen und nicht das, dann ist er nicht Gott. Und beide ist er nicht Gott. Hier ist, glaube ich, wir wollen Lothar davon reden, aber das ist eine Feiling, was wir fertig in Hort haben. Der zweite Sort Iebel, und ich würde sagen, das ist vielleicht nicht so sehr eine Iebel, das ist, wie Glauben fertig die Iebel ist. Und dort ist Lieden, der was in unserer Welt angehen wird. Hier sind Dinge mit das, so Erdenbeben, und Überschwemmung, große Fisch,
en Hungersnood. Dit zijn alle wo dat in de welt zo toegaan is dat mensen lijden moeten en viele mensen komen verken te dood. En we zijn deze dingen worden en we weten dat God erst die wat de ganze welt regieren deed en hij de weg zet dat het zich toegaan deed. Zo wou dat we die dingen dan verstaan. En dat hebben we dan de vrouwen. Waarom laat God kleine kinderen dood hungeren? En dat zijn we dan, waarom doen kleine kinderen, waarom doen gezonde mensen van krijg sterven? Of waarom zijn er honderden duizenden mensen die in einer Eeuwigschwarmung sterven doen? Vele van deze kinderen. En ik geloof, dit zijn dingen wat we verken en denken doen. En wieder, we denken dan, wo kunnen God, wat liefdollig is, mensen tot de hel schrecken? Zie, ik denk vleegen, ik vreel als de vrouw, en ik heb je nog niet een antwoord gegeven. Ik wil gaan, wie zullen deze dingen doordenken. Wil ik gleich eindenken, wat de Welt verken zijn, dat van Christen is, wie zijn angst, om de schwere vrouwen antwoorden. Ik wil gaan, wie zullen werkelijk hierdoor kämpfen. Wie zullen werkelijk dit ernst nemen. Dat we laten God naar ons reden, dat wanneer we een antwoord van God krijgen, van God zijn woord, dat de antwoord wat groter en krachtiger ernst aan is de vrouw. Wieder, we zijn in de Bijbel, er zijn tijden waar we zijn wat God deed. En dat zit zo, dat God es niet goed. Besonders in het Oude Testament. Wo kan God goed zijn en toch Pharao zijn hart merken, zodat hij niet Israël gaan laten deed? Wo kan God goed zijn, wanneer hij de Israëlieten zijn, dat ze zullen al die mensen doodmerken in dat land waar ze aangaan deden? En wo kan God goed zijn, wanneer hij in beiden Königbrücken deed, om God zijn kinderen Israël strafen in het Oude Testament? Ik geloof, er zijn veel dingen, wat we würden kunnen zijn van deze 3 dingen. En er zijn alles in het Thema, we würden ganze Botschaft können nehmen. Aber hier sind bis paar korte Antworten. Ich glaube, wir sind viel Antworten, aber hier sind bis ein paar korte. Wann Gott Pharao sein Horten deiden, dort wir wild, oder wir Fleck wild, hij weiß, dat Pharao wird niemals sich knien für Gott. Und weil Gott weiß, dass hij wird sich niemals hingeben an Gott, dann will hij Pharao brücken, zodat wird so uitvallen, dat Israël wird kern von Ägypten uitkomen. En so Gott braucht ein Mensch, was wird innewees nicht am Gehorsam sein. Wieder, wo kann Gott Israel sein, dass er eine ganze Volk dort merken? Wenn wir das lesen in dem Alten Testament, das wären Menschen, Gruppe Menschen, die über 200 Jahre alt. Gott sagt, er hat 200 Jahre und das angesehen. Und sie haben noch 200 Jahre Zeit zum Umkehren und Abkehren mit seinem Leben. Und weil sie nicht deiden, sie haben noch die Gelegenheit gehabt zum Umdrehen und das Leben, und sie deiden das nicht. Und dann, nur diese Zeit, dann schickt Gott sein Recht über die. Dit weer nog een mensen wat de ene Kinder naar de aufgehörte offeren deiden. En ik wil gerne je vertellen, hoe gruselig dat wir, wo ze de Kinder offeren deiden. Dit weer een mensen wat besonders bij zijn. Vielleicht wieder dat Gott sagt, wo das alle hinging. En dat de mensen, die würden sich nicht beteren, die würden immer euer und euer worden. En das Iebel, wat in deze mensen weer, dat wordt überspreiden naar Israël, dat zij ook zo'n mensheid würden verloren gehen. En dan, wir zijn wo Gott bei ze Landerbrücken deiden haben, Israël strafen. En dat kan zijn dat God deze Landerbrücken deiden, hij wil entwijzen,
wo schlecht sie werden geworden. Und eine Ursache ist, dort wann Gott zum Beispiel Babylon brücken deed, dort wir nicht dort Gott Babylon sind nicht merken deed. Er deed Israel strafen. Dort wir in der Zeit, wo sie wären. Das würden bitte, bis zum Beispiel, das würden bitte sagen, wer wir sagen, du hast ein kleines Kind, was ordentlich getan hat, jeng angewasst ist, und die Vater jetzt, um das Kind belehren und zu strafen, für was er getan hat. Dann sagt der kleine Kind, du kannst mich nicht strafen, willst du hast meinen Bruder nicht gestraft, für das sehen, was er getan hat. Was wird wie sein, das ist ein Vater? Wir würden sein, diese Zeit, wo wir nu sind, dort ist, wird wir hier kommen, um die belehren, die strafen. Dort ist nicht, wird wir dann den Bruder strafen, wir sind hier für die. Und so ist es auch in dieser Zeit. Und wir sind auch Lothar, dort Gott deed Babylon strafen. So wir können bis in kurzer Zeit sein, wo die sind Antworten, was wir können geben, für wo Gott in der Bibel handeln wird, dort wir können sein, dass er kann gut sein und auch Iebel toten wird. So wo soll wir dann streben und kämpfen und was für eine Antwort soll wir geben für diese Frau? Wo können Gott und Gooda Gott Iebel toten? Ich glaube, wenn wir an das Thema reden, dann, ich glaube, wir müssen verstehen, es sind zwei Wege, wo wir das antworten dann. Erstlich müssen wir dort in Gedanken klar haben. Das ist philosophisch, Philosophie, oder wir würden gerne sagen, dort, wo wir verstehen, uns belehren, dass wir ein Verständnis haben, dass wir uns treffen mit dem. Und dort ist, was ich anreden will, in der nächsten Sinne will ich an der zweiten Part, und dort ist, dass wir wollen, haben, dort, wer wird mit uns taub gehen in der schweren Zeit. Und dort ist, dort uns Hort wird neu gesagt, dort wir dann uns Hort geben, zum sein, was Gott will in uns tun. So erstlich, hier sind ein bisschen paar Dinge, was ich glaube, wir müssen verstehen. Und wenn von der, was ich sagen darf, dass 40 Flächen wird kalt, die nächste Bootschoft wird sein, und was können wir von unseren inneren Horten tun, wenn wir in einer schweren Zeit sind. Erstlich, wir müssen verstehen, dass wenn wir Iebel sein in der Welt und wir wundern, wo kann Gott das toten, wir müssen das verstehen. Gott ist Gott und wir sind nicht. Gott ist Gott und wir sind nicht. Oh, wie sind Menschen, wir merken uns zu Gott. Wir merken uns so Gott. Wir glauben und wir handeln, wir sehen uns an. Wir sind der Gott von uns in das Leben. Und wir tun uns so hochheben, dass wir dann rechten tun. Wenn Gott was wir sein, es nicht gut, wir tun uns eine hochheben des Gott und wir sagen, Gott, du bist artig. Und wenn wir dort tun, wir merken uns, dass Gott ewig Gott. Und das ist der Grund. Gott ist Gott und wir sind nicht Gott. Und weil er Gott ist, er kann tun, was er will. Er kann tun, was er will. Aber hier ist der gute Ding, das ist nicht der Eng von der Bootschoft. Und wir sind eine Frau, die das nicht ist. Der zweite Ding, was wir müssen verstehen, ist das. Gott ist allerweis. Und er wird Dinge sein, er wird Dinge verstehen, was wir nicht tun. Er sieht das ganze Bild. Er sieht, wo das alle was ausfallen. Und das würden wir so sein, dass wir würden in Bierkorb merken, wir würden bis ein Blatt lesen und dann uns dort ganz deutlich merken, was wird wollen. Wir müssen das ganze Buch lesen, dass wir verstehen, krieg wo der alle taupassen wird. Weil wir merken, wann uns Leben noch in so einer kurzen Zeit ist, wir kriegen Ferken bis ein paar wird, sozusagen von der Geschichte. Wir kriegen Flächen uns ganze Leben bis ein Blatt in das ganze Buch.
Aber Gott hat das Buch geschrieben, er hat das Buch gelesen und er versteht sich mit das Buch. Er versteht sich krank mit was wollen. Und so Gott ist alle Wesen, er weiß, wo das alle was passen. Und das passt dann mit den anderen Dingen, von wer er ist. Gott ist Gott. Gott ist Gott. Das ist wirklich schwer zu verstehen, wo kann Gott sein, weil das so schwer ist, uns. Aber Gott ist Gott. Und wir glauben wirklich, dass wir sind auch Gott. Und ich glaube hier ran, wie wir ein Problem nennen. Wir sind wirklich lange nicht so Gott, als wir glauben, wir sind. Wir sind wirklich lange nicht so reich, als wir glauben, wir sind. Und wir sind wirklich lange nicht so reich, und wo wir rechten, dann dort, was Gott tolloten det und det, als wir glauben, wir sind. Wir wissen nicht, was Gott in der Arbeit tut. Und Gott braucht uns auch nicht eine Antwort geben, für was er tut. Ein Ding, was sehr wichtig ist, und das kann sein, wo das alle topassen, das mit der Serie, was wir gerade durchgegangen sind. Gott ist Herrscher. Gott ist der, was alles regieren tut. Er tut alles in Rang halten. Und ich glaube, wenn wir von uns, dass Gott hat uns durchgelassen, dass ist, wenn wir Dinge an verlangen von ihm, was er uns niemals hat versprochen. Oder wir würden gerne sagen, wir dachten, er wird gewisse Dinge tun, wenn wir merken uns das selbst deutlich, ohne dass er die Dinge versprochen hat. Und ich glaube, das größte Ding ist, was wir als Christen uns deutlich merken tun, was nicht in der Bibel ist und was Gott uns niemals hat versprochen, und dort ist das. Wir glauben, wenn wir wollen Gott leben und wenn wir Christen sind, dann wollen wir niemals schlechte Zeiten durchgehen. Und weißt du mal, so eine Linie ist in keiner Stelle geschrieben in dieser Bibel. Gott hat uns dort nicht versprochen. Und dann, wenn wir diese echte Glauben haben, dass Gott wird immer schlechte Dinge zurückholen von uns, wenn dann schwere Dinge wohnen in uns Leben, wir geben der Blame nur Gott, nicht weil Gott was artig getan hat, wir geben Blame nur Gott, weil wir Gott artig verstehen. Das Problem ist nicht Gott sehen, das ist uns. Und Gott ist nicht der, was uns raufloten det, doloten det. Wir sind der, was der Fehler hat gemerkt, und nicht Gott. Johannes Kapitel 16, 33 davor sagt es das. Das habe ich ihnen alle durchweg gesagt, dass sie in mir Frieden haben. In dieser Welt habt ihr Angst. In der Wasser übersagen sein Trouble. Aber seid ihr Trost, ich habe in dieser Welt gewonnen. Wieder, wenn wir an Iebel denken, was menschlich ist, wir müssen verstehen, dass Iebel ist, da kommt durch Menschen Entscheidung. Menschen will sie Entscheidung kennen, wollen Iebel und schlecht und Sinn entscheiden. Hier ist es sehr wichtig, dass wir verstehen, wer wir sind als Menschen. Gott hat uns freiwillig gemerkt. Und das meine ich, dass wir ganz frei sind, um entscheiden, was immer wir wollen. Und wir haben nicht Zeit, dass wir an dort reden. Aber das müssen wir verstehen. Gott hat uns freiwillig gemerkt, in dort, der Leib, was Gott verlangen wird von uns, ist ein Leib, was freiwillig ist. Wenn so ein Leib mehrlich ist, dann muss dort mehrlich sein, dass ein Mensch kann entscheiden, nicht zum Leben. Und in der Weg hat Gott entschieden, dass er eine Welt gemerkt, wo wir entscheiden, Sünden oder Reich tun. Und wenn wir kein Reich tun, dann können wir auch Reich tun. Und wenn wir entscheiden können, zum Reich tun, dann wollen wir noch mal entscheiden, zum Reich tun. Und wenn du Iebel und Schlechtes getan hast, das ist willst der Menschen, was Gott gemerkt hat, was aufgefallen sind von Gott, was Sünder sind, sie merken die Entscheidung zum Sinnen.
Und Gott hat uns gesagt, dass wir das nicht sollen tun. Wir sollen reich leben, aber das ist durch eine Entscheidung. So, wir können nicht sein, dass Iebel in der Welt als Gott seine Schuld. Da wir nicht Gott, was die Entscheidung merken, dass haben die Sinn tun. Da wir dieses Menschen. Dann würden wir vielleicht fragen, was tun wir dann mit den Lieden, was kommen wird, durch was in dieser Welt passieren wird? Wie kann es sein, dass Gott als Gott und doch Menschen gestorben in Fisch und doch Menschen versuchen oder verdrinken in Wasser? Und wo ist dort eine große Krankheit der Welt gehen wird und diese Menschen sterben dann? Wird Gott nicht ein guter Gott sein, wenn er das alle aufmerken wird? So, ich glaube, hier muss wir verstehen, was passieren wird. Und warum die schlechte Dinge sind. Warum die Welt sozusagen nicht so schaffen wird, als wir wünschen wird. Und ich glaube, hier sind 3 Dinge, die wir recht verstehen. Erstlich, Gott mögt die Welt so gut. Der Anfang wie Gott. In 1. Mose Kapitel 1, 9 bis 10, im letzten Part von 10, Gott hat groß alles gemerkt und die Eid gemerkt und dann sagt Gott das. Und Gott sagt dort, wir dort gaudet wir. Und wir sehen wieder, dass Gott mögt war, was anderes, der nächste Teil, und dann sieht er, und dort wir Gott. Und dann, wenn er Menschen mögt, dann sieht er dort als sehr Gott. So, den Anfang, der wir Gott. Gott mögt alles und dort wir Gott. So, wenn dort so geblieben wir, als Gott dort gemerkt hat, dann wird wir seine Dinge nicht haben. Aber was passiert in den Garten? Was passiert in den Menschen? Die Menschen, die entscheiden zum Sinn. So wollen wir vielleicht dann fragen, warum ist es dann, dass die ganze Welt dann sich das schaffen wird, wenn dort die Menschen wären, was sünden? Und die Ursache ist das. Gott stellt den Mensch über die Welt, dass nur die Welt abpassen. In 1. Mose Kapitel 2, 15, das nächste Kapitel, sagt es das. Und Gott, der Herr, nahm den Mensch und sah ihm in den Garten Eden. So dort er die bearbeiten und besorgen wird. Und das ist nicht, wir sollen das nicht bis verstehen, dass wir das bis das ein kleiner Garten, was Gott das abgegeben hat, nur Menschen. Da wir die ganze Welt, und das ist ein bisschen Vorbild für die ganze Welt. Menschen sind auf der Welt so dort, wir können die Welt bearbeiten und auch besorgen. Und willst wie die Gärtner sein, in den Garten, wir sind die, die nur den Garten abpassen in dieser Welt. Wenn da was artig gehen wird, wir sind verantwortlich für dort. Und wenn wir eine Entscheidung merken, dann, dort wird noch eins, wird auch noch den Garten. Und so, wenn wir singen, dann kann die Flucht, was über uns kommen, kann auch über dort, was wir nur abpassen, und dort ist der Garten, die Welt. Wieder Römer Kapitel 8, 18 bis 22 sagt aber, dass Gott hat einen Plan. Römer Kapitel 8, 18 bis 22. Für mich zu beseinen, sind diese Lieden nicht wert mit der Herrlichkeit zu vergleichen, die uns so offenbart wurden. Alles, was gemerkt ist, lügt uit all Geduld, dass Gott seine Kinder für einen Tag kommen. Die Kreatur wird jenen Erde wählen, von Gott bestimmt zu vergehen, wills Gott dort so wohl in die Hoffnung. Dort die Kreatur selbst von sich Sklaverei, die wird dort verdorben über entbringen, wird loskommen und die Gotteskinder der Freiheit und Herrlichkeit kommen. Wir weiten, dass die ganze Kreatur noch einmal stehend und Geburtsweide lieden wird. So Paulus redet in dieser Version, wo wir wachen für die Zeit, wo alles wird recht gemerkt.
En dan 22 vers sagt Jesus dit. Wir weiten dort die ganze Welt Kreatur noch einmal stehend en je Geburtsweide lieden det. De Welt wat om ons is, met al die krankheid, met alles wat nog moet uitkomen det, de grote storm, hungersnood, al die dingen. Een dag worden die dingen ook niet passieren. Ons Iebel, wo wir boven leven doen, der is ook krank. Gott wird terugkomen. En hij wordt alles zaten, zoals het zal zijn, zodat dit Iebel waar erschaffen wordt, zoals de zal in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dit is Gods plan. Gods plan is dit. Wanneer we ook alles verdorft hebben aan zijn zin. Gods plan is dat hij wordt alles waar recht maken. En wanneer we kan ook niet ganz verstaan waarom dat alles zo teuer gaat in deze tijd, we kan verder weg kijken naar de tijd waar God wordt alles waar recht maken. Ik weet niet hoe die van jou stonden is in die leven. Ik weet niet wat van de tijden du der konen is. Maar ik weet één ding. Wer God is en dat niet. En wer God is veel groter als wat we kunnen verstaan. En het is in tijden waar we dat niet kan klar zijn wat God schaffen heeft. Dat is dan, wanneer het zo wichtig is dat we God vertrouwen. Dat is wichtig dat we antwoorden krijgen. Maar het is veel wichtig dat we ons verlaten en we ons ganz vertrouwen in Gods zaken doen, zodat we kan zijn hand houden en hij kan ons door deze tijd leiden. Ik weet niet hoe je bent met God. Maar wanneer we deze dingen doordenken doen, waar we onze regen niet aan God drehen, wilt we niet alles verstaan. Waar we de antwoorden vinden zo goed als we kunnen, en dan het eeuwigheid, waar we eeuwig naar God. Nächste zondag, de nächste Mal ik een boodschap brengen dan wil we de tweede part van dit thema checken. Waar we sluiten met een gebed. Lieve hemelse Vader, we zijn dankbaar dat u hast een plan. Du hast een plan voor het bijzit wat in deze wereld is. Du hast een plan voor ons lieden. En God, ik bid dat u was van deel met zonde zijn wat in de zware tijd zijn. Ik bid God dat u was met zonde zijn wat alleen zijn. God, ik bid dat u was onze harten wegen. We merken ons zwaar met deze dingen. We rennen in trouble en we hebben een probleem. Wilt we hebben zo lang geleefd in een weg wat ons van die weg trekken deed. Oder we hebben ons laten stelt, ons hart stelt worden, oder hart worden. God, ik bid dat u was in die lijf van deel raufkomen ons hart wegen. Zodat we kan Christen zijn wat ganz handgegeven zijn naar die. We bidden dit in Jezus' naam. Amen.